Das Thema heute, das hat mich so an den Film erinnert und darum konnte ich nicht widerstehen, also in den Ausschnitt schnell zeigen. Weil manchmal ist es doch wirklich so. Wir sehnen uns so nach Gottes Reden in unserem Leben. Wir schreien und wir tun und machen. Und voll lauter auf das irgendwie so fokussiert sein, verpassen wir, dass Gott eigentlich schon längst auf eine ganz andere Art und Weise zu uns geredet hat. Wir sind irgendwie manchmal so oft so fokussiert auf eine gewisse Art und Weise, wie wir vielleicht das Gefühl haben, müsste doch jetzt Gott zu uns reden. Und verpassen es, dass er eigentlich schon längstens über eine ganz andere Art und Weise zu uns geredet hat. Oder wir haben etwas im Sinn, wo wir möchten, hey Gott, red du zu dem Thema. Und Gott hat eben ganz ein anderes Thema, wo er mit dir darüber reden möchte. Und wir verpassen es, weil wir so auf das andere irgendwo fokussiert sind und irgendwie vielleicht unsere Bedingungen haben und das Gefühl haben, zuerst musst du zu dem reden und nachher erst zum anderen. Wir sind in dieser Serie, oder? Gott redet vielfältig. Und wo wir das möchten, wie entdecken, die verschiedensten Arten und Weisen, wie Gott zu uns redet. Und wir haben schon gehört, wie Gott durch offene und durch geschlossene Türen kann reden. Der Elias hat uns da mitgenommen. Das ist etwas, was ich auch schon oft in meinem Leben erleben durfte, wie ich Gott etwas gesagt habe, vielleicht vor einer Entscheidung und gesagt habe, schau Gott, wenn ich das und das machen soll, dann müssten die und die Türen offen sein und sonst nicht. Und Gott hat Türen aufgemacht und andere Türen zugemacht. Das ist eine faszinierende Art und Weise, wie Gott manchmal zu uns redet. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie Gott durch seinen Sohn, durch Jesus, zu uns redet. Jesus, der uns als Mensch Gott offenbart hat, sichtbar gemacht hat, uns Gott gezeigt hat, wo wir daran erkennen können, wer Gott ist und so zu uns redet, wo uns die Liebe von Gott zu uns zeigt, wo unsere Rettung ist, wo wir die Rettung in dem Sinne erkennen können, wo uns zu Klarheit aufruft, um unserem Leben Klarschiff zu machen, um uns zu Jesus zu bekennen und wo uns aber auch Wort von der Befähigung gibt, zu einem Leben, so wie es Gott gefällt. Wir haben aber auch ein paar so grundlegende Fragen miteinander angeschaut, wie warum brauchen wir Gottes Reden heute überhaupt noch? Wenn du dich das jetzt gerade fragst, dann möchte ich dich einladen, den Podcast nachzuschauen von letzter Woche. Oder auch, will ich denn überhaupt, dass Gott zu mir redet? Weil auch das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Weil wir bereit sein, wenn Gott zu uns redet, dann bedeutet es vielleicht auch etwas. Und dann redet Gott vielleicht auch zu Bereichen, wo es mir vielleicht nicht ganz lieb ist, wo ich mich gemütlich eingerichtet habe. Und wenn wir möchten, dass Gott zu uns redet, dann müssen wir ihm auch die Türen auftun und sagen, hey Gott, du kannst in jeden Bereich hineinreden. Weil ich glaube, es ist ein bisschen speziell, wenn wir Gott sagen, du darfst zu mir reden, aber nur in dem und dem Lebensbereich und bei den anderen bitte lieber nicht. Und Elias hat uns vor 2 Wochen diesbezüglich aufgefordert, uns auch wirklich die Frage zu stellen, hey, wer sitzt auf dem Thron von meinem Leben? Darf Jesus jedem Bereich in unserem Leben den richtigen Stellenwert, den richtigen Platz zuweisen? Oder Jesus ist nicht ein Herrscher, der da thront und umregiert wie ein Tyrann oder weiß auch nicht was. Aber Jesus hat die einzigartige Fähigkeit, dass er uns hilft, die verschiedenen Lebensbereiche oder unseren verschiedenen Lebensbereichen den richtigen Platz in unserem Leben, den richtigen Stellenwert in unserem Leben zuzuweisen. Und heute sind wir im 3. Teil von dieser Serie, wo wir einen anderen Aspekt von Gottes Reden anschauen wollen. Und ich möchte dich fragen, kennst du so einen Moment, wo du weißt, hey, jetzt hat Gott gerade zu mir geredet? Hast du das vielleicht in letzter Zeit mal erlebt? Ich hatte Anfangsjahr so einen Moment gehabt, wo ich im 2. Petrus 1, Vers 2 einfach gelesen habe, ohne jetzt, dass ich mega viel erwartet habe. Und ich habe dort gelesen, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Und es war so ein Moment, wo ich habe den Vers nicht das erste Mal gelesen, aber es war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt redet Gott gerade zu mir. Es ist wie in meinem Inneren etwas, wo ich gemerkt habe, jetzt redet Gott durch den Vers zu mir. Das ist etwas, was mir gilt und darüber hinaus auch für uns als ganze Kirche, dass wir Gott kennenlernen müssen und aus dem heraus Gnade und Frieden in unser Leben kommt. Aber dass es wichtig ist, dass wir Gott besser kennenlernen. Und es ist nicht, dass der Vers in der Bibel so eindeutig einfach für mich gerade dort gestanden ist. Aber es ist wie, in dem Moment hat Gott durch den Vers zu mir
geredet. Oder vor 2 Wochen bin ich am Squashen und ich habe dort einen Squash-Kollegen, der ist schon ein bisschen älter und der hat irgendwie am Skibein so eine Wunde. Etwas, das er schon seit mehreren Jahren hat, wo beisst, wo wüst aussieht und wo irgendwie einfach nicht weggeht. Und Gott hat schon mal zu mir geredet und gesagt, hey, du könntest eigentlich für das beten. Und ich habe mich dort nicht so getraut oder ich habe dann gefunden, ich bete für mich im Stillen. Und dann vor 2 Wochen sind wir nebeneinander gehockt, ein bisschen am Reden und Gott redet wieder und sagt, hey, du könntest eigentlich für das beten. Und dann, habe ich so gedacht, Ausreden gesucht und merkte, ich habe keine Ausreden. Und dann schlussendlich habe ich mich dazu bewegen lassen. Ich habe ihn angesprochen und gesagt, hey, ich bin Pastor und ich glaube, dass Gott kann heilen und darf ich für das beten? Und ich durfte für ihn beten. Ich weiss jetzt nicht, ob es schon viel besser geworden ist, aber ich habe Gott gesagt, hey Gott, wenn du jetzt nichts machst, also bist du selber schuld. Aber so hat Gott zu mir geredet, oder, in gewissen Situationen. Und ich finde, das ist ein riesen Privileg, das wir haben, dass wir einen Gott haben, der zu uns redet. Auch heute noch. Dass wir einen Gott haben, der Gott das Universum geschaffen hat und dass der zu dir möchte reden. Heute Morgen, zu dir, ganz persönlich. Dass er sich für das interessiert. Und das ist einzigartig in der ganzen Welt. Du kannst in allen anderen Religionen schauen, das gibt es dort nicht. Ein Gott, der so den Kontakt mit uns Menschen sucht. So wie in uns die Bibel Gott vorstellt. Und wenn Gott redet, dann sind das immer so ganz spezielle Momente, die etwas auslösen in uns hinein. Das eine ist, dass es die Beziehung zu Gott belebt. Wenn du bettest und plötzlich kommt eine Antwort retour, das macht etwas mit dieser Beziehung. Da passiert etwas. Dann sind es Momente, wo auch Zweifel schmelzen lassen. Wenn du Zweifel hast und plötzlich redet Gott zu dir, glaub mir, die Zweifel, die sind weg. Oder sie werden massiv kleiner. Und Gottes Reden gibt auch immer wieder Richtung und Bestimmung in unser Leben hinein. Es gibt Sinn. Wenn Gott zu uns redet, dann hat es meistens einen Sinn für unser Leben. Und dann gibt uns das auch einen Antrieb und ein Ziel, wo wir darauf hin gehen können. Gottes Reden verändert unser Herz. Es überspringt manchmal den Kopf und dringt direkt ins Herz hinein. Es verändert die Perspektive, die wir haben auf gewisse Situationen. Und manchmal fordert es uns auch raus. Das ist manchmal nicht einfach, aber es ist immer gut, wenn Gott uns herausfordert. Und ich frage dich an dieser Stelle, wann hast du das letzte Mal Gott zu dir reden gehört? Hast du dich mal versucht zurückzuerinnern? Ich hoffe, es ist nicht lang her. Wenn wir nicht alle noch viel mehr von diesen Momenten, weil sie so kostbar sind, weil sie so etwas in uns auslösen. Einfach so ein Moment, wo wir einfach wissen, hey, das ist jetzt Gott gewesen. Gott hat geredet und es hat etwas gemacht in meinem Leben. Es hat eine Auswirkung gehabt, es hat Kraft gehabt. Und um genau das, oder, geht es in dieser Serie, geht es auch heute am Morgen. Und ich hoffe, wir alle sind überzeugt und wissen, dass Gott ein Gott ist, der redet. Weil die Beweislast in der Bibel, die ist erdrückend. Du kannst durch die ganze Bibel durchgehen, du siehst immer wieder, wie Gott geredet hat. Abraham, oder schon vorher bei Adam und Eva, Abraham, Jakob, Isaac, dann David, die verschiedenen Propheten, Paulus, die Jünger. Gott ist immer am Reden gewesen. Aber ich weiss ja, dass das trotzdem auch heute für viele Menschen nicht ein einfaches Thema ist. Ich weiss, dass es viele Menschen gibt, die sich das Reden von Gott in ihrem Leben wünschen, aber irgendwie das nicht erleben. Oder das Gefühl haben, sie erleben es nicht. Ich weiss, wie viel Unsicherheit das da auch häufig rum ist. Ja, was ist denn jetzt effektiv Gottes Reden gewesen? Ist das wirklich Gottes Stimme gewesen? Was bedeutet das für mich? Wie kann ich mir sicher sein? Und wir können nicht auf all jetzt diese Fragen und Themen heute eingehen, aber diese Serie, die möchte dir helfen, in dem Sinne auch einen entspannten Umgang damit zu finden. Und ich möchte dich ermutigen, gerade wenn du Fragen hast diesbezüglich und die in dieser Serie vielleicht nicht beantwortet werden, hey, dann komm auf uns zu. Oder dann gang auf jemanden zu, der vielleicht schon ein bisschen länger im Glauben ist oder jemand, der dir in dem Sinne ein Vorbild ist. Und wir haben auch ein Gebetsteam, wo du im zweiten Teil von dem Gottesdienst auf sich zugehen kannst. Und stell dir Fragen. Und lass es nicht einfach auf dich hocken. Resignier nicht einfach und sag, ja, Gott redet vielleicht zu anderen, aber zu mir nicht. Weil der Gott, der möchte zu dir reden. Und zwar möchte er nicht nur in Ausnahmesituationen oder in Notfällen zu dir reden, nicht nur vor grossen Entscheidungen dort noch schnell so den richtigen Ratschlag geben, sondern ganz allgemein. Der Gott möchte Beziehung pflegen mit dir. Es soll ein Dialog sein.
Im Jeremia 33, Vers 3 sagt Gott, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Also nicht einfach, Gott, der will dir Sachen zeigen, der will mit dir über Sachen reden, wo du vielleicht noch keine Ahnung hast. Oder im Psalm 32, Vers 8 heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Gott redet auch heute noch, und zwar zu dir, ganz persönlich. Und das ist mein Gebet über diese Serie, dass wir das wie nochmal neu entdecken können. Gerade dort, wo wir vielleicht zweifeln, dort, wo wir vielleicht unsicher sind oder wo wir es nicht erleben, dass wir uns nochmal aufmachen, dass wir das nicht einfach auf uns hocken lassen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber eben, wie funktioniert denn das? Wie soll ich denn die Stimme von Gott hören? Und es ist so, dass praktisch überall, wo Gott zu uns redet, ist jemand involviert. Nämlich der Heilige Geist. Wenn Gott redet, ist immer der Heilige Geist irgendwo ein Stück weit involviert. Das ist auch logisch, oder? Weil er ist ein Teil von Gott. Und wir sehen das durch die ganze Bibel. Im Alten Testament hat der Heilige Geist häufig zu einzelnen Personen geredet, zu ausgewählten Personen. Oft sind das Propheten gewesen, die dann das, was sie gehört haben, von Gott weitergegeben haben. Dann ist Jesus gekommen und mit so einer erfüllten und mit einer engen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und er hat direkt zu uns geredet, zu allen Menschen geredet. Und dann, bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, hat er seinen Jüngern versprochen, dass, nachdem er gegangen ist, er den Heiligen Geist zu ihnen wird schicken. Das könnt ihr nachlesen im Johannes 14 bis 16, die Kapitel. Und kurz darauf ab Pfingsten, dass wir bald jetzt wieder feiern, also nach Ostern dann noch, ist der Heilige Geist wirklich gekommen. Und das hat alles verändert. Ab dem Moment hat der Heilige Geist, oder wohnt der Heilige Geist in jedem Christ, in jeder Person, die an Jesus Christus glaubt. Und ab dem Moment ist jede Person, jeder, der Jesus nachfolgt, in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Und redet Gott zu jeder Person einzeln. Also der Heilige Geist hat verschiedenste Aufgaben, aber eine davon ist, dass durch ihn Gott zu uns redet. Und wir sehen in der Bibel verschiedenste Arten, wie Gott durch den Heiligen Geist zu Menschen redet. Der ist mega vielfältig in dem Sinne. Und wir werden ein paar Sachen davon anschauen. Wir können nicht auf alles ausführlich eingehen. Sonst könnten wir gerade eine riesige Heilige Geist-Serie machen. Aber wir möchten ein paar Sachen anschauen. Eine so eine Funktion ist, dass er uns überführt von Sachen. Johannes 16, 7 bis 8 heißt es, wo Jesus den Jüngern sagt, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Also etwas, wo Gott oder wo der Heilige Geist zu uns redet, ist auch gerade Sachen, die in unserem Leben noch nicht in Ordnung sind. Dort, wo vielleicht Sünde rum ist. Und sehr oft nennen wir das Reden vom Heiligen Geist auch wahr als schlechtes Gewissen. Und wir genau wissen, hey, da ist etwas in meinem Leben, das ist eigentlich noch nicht in Ordnung, das müsste ich in Ordnung bringen. Ich habe das mal erlebt. Wir sind ja heute unter uns, oder? Das darf ich euch schon erzählen. Ich erzähle jetzt einfach nicht gerade um, oder? Als Jugendlicher hatte ich eine Phase, wo ich ab und zu gestohlen habe. Bin ich nicht stolz drauf, wirklich gar nicht. Und unter anderem war das ein T-Shirt. Und ich habe das T-Shirt eigentlich geliebt. Ich habe das mega oft angehabt. Das war mein Lieblings-T-Shirt. Und der Heilige Geist hat mich dann aber immer wieder mal daran erinnert und gesagt, hey, das T-Shirt ist eigentlich nicht dir. Das T-Shirt dürftest du eigentlich nicht anhaben. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo er so deutlich zu mir geredet hat und ich gemerkt habe, hey, jetzt muss ich etwas machen. Ich kann das nicht weiter. Und ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen. Es ist mehrere Jahre, nachdem das passiert ist. Und ich bin in diesen Laden und ich bin dort an den Kundendienst ran. Und dann habe ich das T-Shirt angelegt und gesagt, das T-Shirt habe ich geklaut und habe das schlussendlich gezahlt und habe es dann noch eine Weile lang angehabt. Aber
das war so ein Moment, wo der Heilige Geist zu mir geredet hat, in mein Leben hinein und mich für etwas überführt hat. Und ich wusste, das ist eigentlich nicht in Ordnung in meinem Leben, wo ich versucht habe zu verdrängen. Und vielleicht frage an uns alle, hast du das vielleicht schon mal selber erlebt? Ich bin überzeugt, wir alle haben schon mal die Stimme gehört, wo uns der Heilige Geist über etwas überführt. Und vielleicht gibt es sogar Sachen in deinem Leben, gerade jetzt, wo du weißt, da hat der Heilige Geist eigentlich schon lange geredet. Und dann möchte ich dir Mut machen, bring es in Ordnung. Es ist sehr gut rausgekommen, ich habe nicht ins Gefängnis müssen, nichts. Und Gott hat es sogar geschafft, dass ich trotzdem noch Pastor werden durfte. Als Gnade ist gross. Genau. Eine zweite Art und Weise, wie der Heilige Geist zu uns redet, ist, dass er uns leitet und uns auch bewegt. Im Römer 8,14 heißt es, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also er möchte uns leiten, er möchte uns führen. In unterschiedlichsten Situationen. Wir sehen das zum Beispiel in der Apostelgeschichte 8, Vers 29, wo der Heilige Geist am Philippus sagt, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Sagt ihm nicht einmal genau, warum oder was, aber das gibt so Situationen, wo der Heilige Geist dir einfach etwas sagt, hey, mach das. Und du vielleicht nicht weißt, warum. Und dann ist es vielleicht einfach dran, um das zu machen. Und er führt das so in ganz unterschiedlichsten Situationen. Eben, manchmal ist das, dass er uns dazu bewegt, etwas zu tun, gerade in einer Situation hinein. Und mega oft ist das auch im grösseren Rahmen, dort, wo es um wichtige Entscheidungen geht für unser Leben. Dass er uns führen möchte, dass er uns beratet, dass er uns Ratschläge gibt. Zum Beispiel auch dort, oder? Wo es bei mir darum gegangen ist, das Studium zu machen oder nicht, hat Gott geredet und mir geholfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Oder ein anderes Beispiel, wo mich Gott herausgefordert hat, etwas zu tun, ist, wo ich noch in der My Church ein Leiter war. Und ich bin dann oft im Worship, bin ich ein bisschen hinterher gestanden, hinter die Leute und habe Gott gefragt, hey Gott, willst du, dass ich jemandem etwas sage? Oder hast du etwas, das ich jemandem ausrichten müsste? Und das kann man übrigens auch machen. Und ich möchte euch da Mut machen, um das auszuprobieren. Das Gott konkret mal zu fragen. Und häufig hat Gott mir etwas gesagt. Und das hat es mal einen Sonntag gegeben, wo Gott wie nichts gesagt hat. Und mir aber eine Person gezeigt hat. Und die ist hinterst hinten rechts im Eckli gehockt. Und ich so gedacht, ja, das bist jetzt sicher nicht du, Gott, oder? Das ist zu einfach. Einfach gerade schnell die Person hinterst hinten, ganz außen, so dass man super einfach anlaufen kann. Und dazu habe ich nicht einmal gewusst, was ich dieser Person sagen soll. Und ich habe gesagt, ich mache es nicht, Gott, wenn ich nicht weiss, was. Und irgendwie hat Gott nicht Lust gelassen. Und ich habe mich entschieden, also gut, ich gehe an, ich bin zu dieser Person hin. Und ich habe gesagt, hey, irgendwie hat mir Gott dich gezeigt und kann ich für etwas beten, für dich? Und der junge Bursch schaut mich an und sagt, hey, ja, ich kenne niemanden da. Kannst du dafür beten, dass ich Leute kennenlernen kann? Und ich konnte für ihn beten und habe mich nachher noch draussen mit ihm getroffen und er kommt auf mich zu und sagt, hey, wieso bist du auf mich zugekommen? Er sagt, an diesem Sonntag in den Gottesdienst reingelaufen und er hätte gesagt, wenn heute mich niemand anspricht, dann laufe ich wieder raus nach dem Gottesdienst, gehe heim und ich komme nie mehr in die Kirche. Und der junge Bursch ist heute noch voll dabei, ist voll integriert und sagt, das war der Moment, wo mir geholfen hat, in die Kirche, wo Gott durch dich zu mir geredet hat. Und ich möchte euch Mut machen, fragt Gott. Einfach mal, hey, gibt es etwas, was ich jemandem ausrichten müsste? Oder auch fragt Gott einfach um Leitung. Du merkst, es steht etwas an. Gott möchte führen, Gott möchte uns helfen, leiten. Manchmal überlässt er uns die Entscheidung auch selber, oder? Wenn es nicht so wichtig ist, dann sagt er manchmal, hey, ich kann dir einen Kopf geben, überleg selber, mach, was du willst, ich komme schon mit. Aber manchmal, wenn es eine mega wichtige Entscheidung ist, dann redet Gott. Darum fragen wir ihn. Und das Dritte, wie der Heilige Geist zu uns redet, ist, dass er uns erinnert, er lehrt und er inspiriert uns auch. Im Johannes 14, 26 sagt Jesus ihnen, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und ich merke das immer wieder, wie Gott manchmal in so Situationen kommt und uns einfach an etwas erinnert.
Vielleicht etwas, was ich mal gelesen habe in der Bibel. Und in der richtigen Situation, ich habe das schon längstens vergessen, aber in der richtigen Situation kommt der Heilige Geist und erinnert mich an das. Und er ist auch der, der uns lehren möchte, der uns manchmal die Bibel aufschliesst, wo das, was wir lesen, vielleicht plötzlich einen Sinn überkommt, obwohl wir es vielleicht vorher schon x-mal gelesen haben und es keinen Sinn macht. Und auch im 1. Korinther 2,13 schreibt der Paulus, und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Und da gibt es oft, oder, so einen Moment, vielleicht hast du auch schon ein schwieriges Gespräch gehabt mit jemandem, wo du nicht gewusst hast, wie soll ich mich in diesem Gespräch verhalten. Oder eine Diskussion über den Glauben und plötzlich fallen dir Sachen ein, Redewendungen, Argumente, wo du so denkst, hey, wo kommen die her? Und das ist manchmal das Wirken vom Heiligen Geist. Das ist manchmal, wenn der Heilige Geist zu uns redet und uns Sachen in unser Leben hineingibt, in die Situation hineingibt, wo wir von uns aus selber gar nicht hätten können wissen. Es gibt noch viel mehr, oder? Der Heilige Geist ist auch ein Tröster. Das sehen wir in Johannes 16, Vers 7. Er ermutigt uns und er ist auch der, der uns verbindet. Zum einen mit Gott und zum anderen aber auch mit anderen Christen. Die Verbindung, die wird fest durch den Heiligen Geist hergestellt. Und es ist mega wichtig, oder? Das Reden vom Heiligen Geist in unserem Leben, das ist mehr als einfach nur ein guter Ratschlag bei Entscheidungen. Das ist mehr als nur einfach ein bisschen Unterweisung über was ist richtig und was ist falsch in unserem Leben. Es ist nicht nur einfach schlechtes Gewissen, sondern der Heilige Geist, wenn er zu uns redet, offenbart sich Gott uns. Er baut Beziehung, er teilt sein Herz mit uns, so dass wir die Stimme von Gott besser wahrnehmen können. Aber es ist ja so, dass er uns vielleicht die Situationen überführt oder uns auch mal herausfordert, etwas zu tun, wo uns vielleicht im ersten Moment etwas kostet, wo es nicht ganz so einfach fällt. Im Griechischen gibt es 2 Ausdrücke für Gottes Reden. Der eine Ausdruck ist Logos, das ist das geschriebene, feste, allgemeine Wort Gottes, so wie wir es auch da in der Bibel haben, wo fest geschrieben ist. Und dann gibt es ein anderes Wort, das heißt Rema. Und das ist das in eine spezielle Situation direkt hineingesprochene Wort Gottes. Und das ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben macht. Das ist eben zum Beispiel dann, wenn du einen Vers in der Bibel liest, wo eigentlich Logos ist, aber in dem Moment, wo du liest, redet der Heilige Geist zu dir und lässt das Wort aus der Bibel so ein Rema-Wort werden, wo in eine Situation von dir hineinredet und wo du einfach gerade merkst, hey, das ist jetzt direkt in meine Situation hineingesprochen. Und wenn das passiert, dann kommt das Wort, wo du da, das, was Gott zu dir sagt, wie nochmal so eine spezielle auch Kraft über. So eine Dimension kommt dazu, wo manchmal andere Wörter oder anderes Reden von Gott wie nicht hat. Dass so ein Rema-Wort hat wie die Fähigkeit, unseren Kopf, wo manchmal sich einschaltet und wo manchmal zweifelt und Angst hat und nicht recht weiss, wie zu überspringen und direkt zu unserem Herz zu reden. Oder der grösste Weg, wo manchmal Gottes Reden hat, ist von unserem Kopf bis ins Herz hinein. Und manchmal, wenn der Heilige Geist so ein Rema-Wort redet, dann kommt es direkt ins Herz hinein. Dann kann es wie der Kopf überspringen. Und ich glaube, wir brauchen beides, oder? Gott redet durch beide Art und Weise zu uns. Es ist überhaupt nicht so, dass Logos nicht gut ist. Wir brauchen das geschriebene, feste Wort Gottes, das allgemein gültig ist für jeden Einzelnen, für uns. Aber wir brauchen also Situationen, wo der Heilige Geist so frisch und direkt in unser Leben hineinredet, in spezielle Situationen hineinredet. Und ich fordere dich auf, hey, streck dich aus nach dem, wenn du das Gefühl hast, ich erlebe das noch viel zu wenig. Und etwas vom Besten, was wir dazu machen können, ist einfach effektiv die Bibel lesen. Und der Heilige Geist bitten, hey, red du zu mir. Und dann wird es Momente geben, wo das plötzlich passiert. Es ist auch nicht so, dass ich das jeden Tag habe, sondern das vielleicht alle paar Wochen mal wieder, wo ich merke, hey, jetzt hat Gott so geredet. Ich will noch ein bisschen anschauen, wie denn Gott oder wie denn das ist, wenn der Heilige Geist zu uns redet. Weil oft heißt es in der Bibel einfach, Gott sprach oder der Heilige Geist sprach und
Ich habe mich dann schon so gefragt, ja, wie denn jetzt? Ist denn das irgendwie so laut, akustisch gewesen, dass er geredet hat? Oder wie haben die gewusst, das ist jetzt Gott? Und es gibt so eine Story in der Bibel, wo uns ein bisschen mehr davon zeigt, wie eben das Reden von Gott häufig ist. Und das ist vom Elia. Er war in einer Situation, wo er so wie ausbrennt war und wo er Gott alles angeschmissen hat und gesagt hat, hey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und wo Gott kam und gesagt hat, ich möchte mich dir zeigen. Und zu ihm geredet hat und ihm gesagt hat, er war dort in einer Höhle, wo er sich versteckt hat. Und er sagt, hey, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Gottes Stimme ist nicht spektakulär gewesen, ist nicht in dem Sturm hinein gewesen, nicht im Feuer, nicht im Erdbeben, sondern ist so ein sanftes, leisliches Säuseln gewesen, so fast ein Flüstern. Und Gottes Rede zu uns ist oft genau das. Nicht etwas mega Spektakuläres, nicht etwas mega Lautes, sondern sehr oft etwas ganz Leisliches. So eine feine Stimme. So leislich und fein, dass manchmal die Chance gross ist, dass wir es überhören. Oder dass wir es einfach zudecken können, wenn wir es nicht möchten hören. Etwas, was sich uns nicht einfach aufdrängt, sondern etwas, das ganz, ganz fein ist und wo wir uns wirklich darauf achten müssen, wo wir uns Mühe geben müssen, um es zu hören. Das ist häufig so eine leislige innere Stimme. Das sind vielleicht Gedanken, wo du merkst, hey, der Gedanke, wo ist jetzt der hergekommen? Der kann wie nicht von mir kommen. Das ist oft, wie der Heilige Geist zu uns redet. Und manchmal sind das auch Eindrücke, manchmal sind das Bilder. Und wir werden ein paar andere von diesen Sachen in den nächsten 2 Wochen noch anschauen miteinander. Aber heute möchte ich darauf eingehen, dass der Heilige Geist eben oft sehr leislich und fast unspektakulär zu uns redet. Und ich glaube, dass Gott viel mehr zu uns redet, als wir es uns oft bewusst sind. Aber dass wir es mega oft eben wie nicht hören, zu wenig sensibel drauf sind oder auch zu wenig geübt sind, um sein Reden so wahrzunehmen. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf den Anfang dieser Predigt, da mit dem Film. Das ist doch manchmal genau das. Und könnte es sein, oder, dass Gott eigentlich wirklich viel mehr zu uns redet, aber wir sein Reden verpassen. Und ich möchte die Sache jetzt als wirklich eine Frage einfach stellen und nicht als eine Behauptung und eine Erklärung, wenn du Gott nicht gehört hast, dass du einfach zu wenig gut gelesen hast oder weiss auch nicht was. Das ist zu einfach, es ist manchmal ein bisschen komplizierter, ich weiss das. Aber ich möchte die Frage in den Raum stellen. Oder könnte es sein, dass Gott manchmal zu etwas ganz anderes zu uns möchte reden, als dass wir jetzt gerade vielleicht gern hätten und darum sind wir nicht bereit, sein Reden zu hören? Oder könnte es sein, dass wir manchmal Gottes Reden eben gerne ein bisschen spektakulärer hätten und uns so eine gewisse Vorstellung haben, wie das müsste sein und darum das leislige, feine Reden, das so einfach ist zum Überhören, nicht hören? Es ist etwas, was wir lernen müssen, die Stimme von Gott zu hören. Es ist nicht etwas, das uns von Anfang an einfach fällt. Ich meine, das ist ein lustiges Beispiel, aber Steffi und ich, wir haben eine Katze zu Hause. Und auch Katzen kommunizieren, man glaubt es fast nicht. Aber ich musste das lernen. Das war für mich nicht logisch gewesen, wenn der Schwanz zuckt, was er jetzt da genau damit sagen will und was das heisst. Und dass ich dann aufpassen muss, weil dann plötzlich eine Tatze kommt, die mich kratzt oder irgendwie so. Das ist etwas, was ich entdecken musste, anfangen zu lernen. Und das ist schon passiert. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht und ab und zu bin ich gekratzt worden und hat meine Hand dann nicht mehr so schön ausgesehen. Aber ich habe es gelernt und heute weiss ich es. Genau so ist es manchmal mit Gottes Reden. Wir müssen es zuerst lernen. Wir sind nicht
geboren worden und haben von Anfang an den Draht zu Gott gehabt. Und das ist abgeschnitten worden. Und das ist etwas, was wir neu aufbauen müssen in unserem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich auf das Abenteuer ein. Bist nicht entmutigt, dort, was vielleicht bis jetzt nicht recht geklappt hat, sondern bist mutig. Probier es aus. Lass dich auf das ein. Nochmal neu vielleicht auch gerade, wenn du schon mal probiert hast und die Fortschritte nicht so schnell gekommen sind, wie du dir vielleicht erhofft hast. Wenn wir lernen aus Fehlern, oder? Wir hören auf Gott, wir hören etwas, glauben, das war vielleicht Gott gewesen, probieren es aus. Wenn wir merken, das war es nicht gewesen, dann lernen wir daraus und nächstes Mal wissen wir es besser. Und wenn es Gott war, dann sind wir ermutigt und merken, warte, es hat sich eben so und so angefühlt. Mal, das war vielleicht Gottes Reden gewesen. Aber um das zu lernen, müssen wir uns auf eine Interaktion mit ihm einlassen. Und aus diesen Fehlern lernen, es funktioniert nicht anders. Gottes Reden können wir nicht einfach in Theorie lernen und dann irgendwann sagen, so und jetzt wende ich es an, jetzt habe ich genug gelernt. Sondern wir müssen uns aufmachen, wir müssen es ausprobieren. Und in diesem Prozess wirst du dich wahrscheinlich 1000-mal fragen, hey, wie kann ich mir denn sicher sein? Wie kann ich wissen, dass das jetzt wirklich Gott war? Und mega oft wissen wir das erst im Rückblick, im Nachhinein, wenn wir es einfach probiert haben. Wenn wir einfach gesagt haben, okay Gott, ich bin mir nicht sicher, aber ich probiere es aus. Und manchmal wissen wir es, ehrlich gesagt, auch gar nicht. Es gibt x Situationen, wo ich bis jetzt nicht weiss, ist jetzt das wirklich Gott gewesen oder nicht. Aber es geht darum, in dem treu zu sein und zu probieren. Aber wir haben auch die Bibel, die uns hilft, Gottes Reden zu prüfen. Wenn das, wo du Gott reden hörst, völlig dem widerspricht, wo Gott in der Bibel schon geredet hat, dann ist es ziemlich sicher nicht Gottes Reden. Gott widerspricht sich nicht selber. Es ist ein Rahmen, wo man das prüfen können. Und dann hast du auch Freunde, wo du mit ihnen darüber reden kannst, wo du auf sich zugehen und sagen, hey, ich habe das und das gehört, kann das sein? Ich kann Gott einmal fragen, ob an dem etwas ist. Und so lernen wir Schritt für Schritt. Und dann der letzte Punkt, das Wichtigste, das Gottes Stimme hören und das Tun, das gehört zusammen. Im Hebräischen ist Gottes Reden direkt mit der Tat verbunden. Und darum heißt es in der deutschen Übersetzung im Alten Testament häufig, das Wort Gottes geschah. Weil das Reden von Gott und das Tun, das Wirklichkeit werden, ist gerade im Gleichen zusammengegangen. Genauso auch wie wo Gott geschaffen hat. Er hat geredet und es ist passiert. Bei Gott gehört das Hören und das Handeln zusammen. Das ist bei uns häufig unterschiedlich. Oder? Dass wir etwas gehört haben, heisst noch lange nicht, dass wir danach handeln. Aber Gott wünscht sich, dass wenn wir etwas hören, dass wir auch handeln. Und ich merke, wie so oft wir darauf warten, dass Gott auf spektakuläre Art und Weise zu uns redet und sagt, okay, wenn du wirklich spektakulär redest, dann mache ich. Und mega oft ist es umgekehrt. Gottes Reden ist unspektakulär und spektakulär wird es erst, wenn wir uns aufmachen und etwas tun. Das Reden von Gott ist häufig fein, leislich, unspektakulär. Aber was passiert, wenn man danach handelt? Das ist oft einiges mehr spektakulär. Und der Elias hat das schon gesagt in seiner Predigt, eine Schiebetüre, die geht dann auf, wenn du darauf zulaufst. Aber wenn du einfach davor stehen bleibst und weisst, die müsste eigentlich aufgehen, dann passiert nichts. Wir finden dann heraus, ob es Gottes Reden ist, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir danach handeln, wenn wir es ernst nehmen. Auch wenn wir uns vielleicht unsicher sind. Und ich glaube, der grösste Fehler, den wir mega oft machen, ist, dass wir das Gefühl haben, wir müssen warten, bis wir uns ganz sicher sind. Bis wir uns 100% sicher sind und dann mache ich dann. Und oft sind auch unsere Konversationen mit Gott ein bisschen so, ja, aber Gott, ich mache erst, wenn du mir dann ganz, ganz sicher. Und ich möchte euch auffordern, dort mutig zu sein. Es passiert nichts, wenn wir mal falsch laufen. Oder wir sind nicht Raketen. Eine Rakete, die musst du richtig anstellen. Dort musst du die richtig haben. Da muss der Winkel stimmen. Und wenn sie dann ablässt und der Winkel hat nicht ganz gestimmt, dann kommt es ziemlich übel raus. Wir sind keine Raketen, wir sind Menschen. Wir können uns bewegen, sobald wir in Fahrt sind. Sobald wir uns einen Schritt gemacht haben. Wir steuern so, indem wir rumlaufen. Und so ist es ziemlich schwierig, zum wirklich zu steuern. Da kommst du nie hin. Du kannst vielleicht in eine Richtung schauen, aber mehr nicht. Johannes 10,27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme.
Ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist nicht einfach nur ein schönes Beispiel. Es ist tatsächlich so bei Schafherden, die kennen die Stimme von ihrem Hirt. Ihr könnt das mal auf YouTube googlen. Wenn jemand kommt, den sie nicht kennen, die machen keinen Wank. Die ignorieren es. Auch wenn du genau gleich rufst. Aber sobald der Hirt ruft, dann setzen sie sich in Bewegung. Und ich glaube, das ist das Ziel. Aber für das braucht es eine Beziehung. Für das müssen wir Gott kennenlernen. Für das müssen wir mit ihm unterwegs sein. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dein Reden in unserem Leben. Ich danke dir, dass der Heilige Geist in jedem Einzelnen von uns drin ist. Und dass du ein Gott bist, der zu jedem Einzelnen von uns möchtest reden. Und deine Stimme ist so oft leislich, fein. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Herzensohren auftun für das Reden. Dass du uns hilfst, dort, wo es vielleicht auch Sachen gibt, wo wir Angst davor haben, wo du könntest dazu reden. Oder dort, wo es Sachen gibt, wo wir wissen, da hast du eigentlich schon lange drin hineingeredet. Dass wir uns aufmachen können und dem Reden folgen. Es macht keinen Sinn, wenn du redest und wir nicht tun. Jesus, ich bitte dich speziell für die Menschen, die sich dein Reden ersehnen. Das vielleicht bis jetzt wie nie gehört haben, vielleicht auch falsch noch gelesen haben, ich weiss es nicht, manchmal ist es so viel komplexer. Aber ich bitte dich, dass sie diese Rede wahrnehmen dürfen, dass heute Morgen etwas passieren darf. Wir brauchen da die Rema-Worte, die du zu uns redest. Ich bitte dich, dass das passieren in unserem Leben, das frische Reden von dir, das etwas verändert in unserer Beziehung zu dir. Amen.